Ich bin wieder zurück und ich hoffe, ihr habt Freude. Ja, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich glaube, ich habe in 2 Minuten wieder ultra extrem heiß und kriege einen Hitzeschlag in einem kleinen Räumchen. Ich habe jetzt nämlich 2 Lampen vor meiner Schnurre. Aber we move. It's the summer feeling. Ich habe heute realisiert, ich habe keine Lust mehr auf Winter. Ja, actually noch nie Bock auf Winter, aber jedes Jahr bin ich aufs Neue wirklich so, wow, im Winter weiss ich einfach nicht, wie der Sommer ist. Also ich vergesse es legit, so das Gefühl vom Sommer und so wie warm wäre es jetzt draussen? Keine Ahnung. Also ich weiss natürlich schon, wie viel Grad. Bin nicht dumm. Aber so vom Gefühl her, keine Ahnung. Könnt ihr euch nicht sagen. Und im Sommer habe ich genau das Gleiche. Ich denke mir so, Sommer, viel zu heiß, schießt mich mega an, schwitze die ganze Zeit. Winter eigentlich schon noch geil. Und dann kommt der Winter und bin so, wow, ist das einfach scheiße. Also eigentlich finde ich, alle Jahreszeiten haben schlechte Seiten, wo ich mich in dieser Ära dann halt einfach darüber aufrege. Aber jetzt gerade wirklich einfach so einen Sommertag, ich habe halt heute auch so Lust auf Glasse. Wir haben reingesessen heute. Ich dachte, wenn ich jetzt ein Nutella-Glasse fressen könnte, wäre einfach mein Leben um 300% besser. Aber man kann nicht alles haben, das Leben ist kein Wunschkonzert. Darum sind wir hier bei «Hören mal», wo ihr wenigstens könnt wünschen könnt, was ich zu erzählen habe. Zuerst mal ein lustiger Turn. Ich habe doch letzte Woche mich extrem über 20 Minuten aufgeregt und über die Leserschaft von denen. Und dann haben sie jetzt einfach... Ich bin jetzt ein bisschen wie Bill und Tom Kaulitz mit ihren Medienhäusern, wo sie so das Katze-Maus-Spiel spielen. Ich habe wieder etwas gesagt, jetzt haben sie wieder ein Video zu mir gemacht, oder haben ein Video zu mir gemacht, nicht wieder, wo sie so einen Joke machen, dass die ganze Redaktion obsessed mit mir ist. So auf jedem Bildschirm im 20 Minuten Office ist so meine Schnurre drauf und ja, sorry, Emma, wir haben die halt einfach gern. Dann habe ich natürlich kommentiert, ja, ihr habt mich vielleicht gern, aber eure Leserschaft graut vor mir, habe ich geschrieben. Ja, jetzt bin ich einfach wirklich, kann ich einfach nicht schlafen, weil ich Angst habe, was als nächstes kommt. Ich habe das einfach nicht gern. Alle, die mich jetzt in echt gesehen sind, so, Emma, hast voll den Hype. Sorry, was antwortest du auf das? Mega peinlich. Ich sitze im Fall legit einfach so dort und bin so, ja. Sorry. 3, 2, 1. Überleg mal, was würdest du zu dem sagen, wenn die Leute zu dir ankommen würden? Die Kollegen von dir oder irgendwie ein Freund von jemandem, den du kennst? Oder keine Ahnung, Alter, so Leute, die nicht ganz entfernt sind, so, du hast schon voll den Hype. Ja, danke. Nein, sagt man auch nicht, weil es ist nur eine Aussage. Ich habe das nicht gern, wenn man so genau diesen Hype hat. Und ich meine, das hat man immer wieder, wenn man postet. Oder auf jeden Fall, wenn man schon lange postet und es auch irgendwie läuft, dann hast du immer so einen Peak, wo so mega viel läuft und dann flacht es wieder ab und dann bist du wieder so, okay, es ist wieder normal. Und ich habe so meine Stammgäste, die so mein Zeug schauen und hören und die anderen sind so wieder weg. Und ich bin mir das ja gewöhnt, aber ich bin auch genug so versiert in diesem Game langsam und auch genug Erfahrung, dass ich einfach weiss, ich hasse es, wenn es so turbulent ist und man so viral geht und so ein riesen Ding ist, weil there are too many eyes on me. 1, 2, 3 eyes on me. 5, 6, 7 hören auf mich anschauen. Selbst verschuldet, ich weiss, ich könnte einfach aufhören, Sachen ins Internet rausposaunen, aber that's not me, oder? Es macht mir ja Spass. Aber das Problem ist, es macht mir keinen Spass, draussen rumlaufen und wissen, dass Leute mich kennen. Darum, wenn ihr mich irgendwo draussen seht, mit Primarschülern, vielleicht sogar mit meiner Klasse, die ich unterrichte, shut your mouth. Ich weiss, tun einfach so, als wüsstet ihr es nicht. Bitte. Es gibt nichts Peinlicheres als das. WWET. Was würde Emma tun? Jemand hat meine Meinung zu dieser Situation. Wenn deine beste Freundin deinen Eltern über deine Mental Health Probleme erzählt, ist heavy und so, weiß ich. Obwohl du das im Vertrauen erzählt hast und auch mit dem Versprechen, es niemandem zu erzählen. Wie sollte man mit dem Vertrauensbruch umgehen? Ich habe das noch eine spannende Situation gefunden, was würde Emma tun? Emma wäre wahrscheinlich hässig. Ich check, es ist ein Vertrauensbruch und es ist auch einfach, du denkst dann so, hey, es ist schon deep, aber nicht so deep, geh nicht zu meinen Eltern, weil du selber hast ja wahrscheinlich einen Grund, wieso du das deinen Eltern nicht sagen willst und wieso du das dieser Person anvertraut hast und so weiter und so fort. Aber von außen ist es halt so, wenn es eben auch heavy ist, also so heavy ist, du hast ja nicht mehr zu dieser Situation geschildert als das, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon recht schlimm sein muss, dass eine Kollegin diesen Vertrauensbruch eingeht. Also ich meine, alle wissen in einer Freundschaft, dass du
was passiert, wenn du zu den Eltern von jemandem gehst, snitchen, blöd gesagt. Und ich habe das, ich weiss nicht, nein, ich habe das glaube auch schon fast gemacht, weil ich so verzweifelt war, dass ich nicht gewusst habe, was ich sonst machen soll. Und ich verstand, was du meinst und ich checke. Aber probier es mal von der anderen Perspektive zu sehen, dass du jemanden hast in deinem Leben, wo es so wichtig ist für die Person, dass es dir gut geht, dass sie das auf sich nehmen, dass du vielleicht für immer und ewig hässig bist auf sie und nicht mit ihr befreundet sein willst, aber es ist dieser Person egal. So in dem Sinn, so, lieber geht es dir gut, als dass du es einfach nur gut hast mit dieser Person. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht ist aus deiner Perspektive, denkst du dir so, ja, aber jetzt geht es mir noch schlechter, weil meine Eltern das wissen und ich das nicht wollen und so weiter und so fort. Klar, es gibt immer ganz schwierige Situationen und Dynamiken, wo von außen vielleicht eine Kollegin auch nicht einschätzen kann, so, ich habe gemeint, das hilft dir, wenn deine Eltern das wissen. Aber ich glaube, es ist amigs auch gut, wenn das Leute erfahren, dass es einem wirklich, wirklich schlecht geht, wo man nicht will, dass sie das wissen. Weil du versteckst das ja aus einem Grund. Weil wenn sie es wissen, dann gibt es ein riesiges Ding. Oder dann musst du dir vielleicht auch eingestehen, dass es dir wirklich scheiße geht. Oder dann wird vielleicht auch etwas dagegen gemacht. Deine Eltern, also vielleicht wenn du auf jeden Fall minderjährig bist, haben ja auch eine gewisse Macht über dich und können Entscheidungen treffen, dass dir geholfen wird, dass du irgendwo hin musst, bla 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 bla. Und das ist in dem Moment für dich vielleicht scheiße, weil es einfach übergriffig ist oder du das gar nicht willst. Aber oftmals, auch wenn Eltern blöd und dumm und nervig sein können und auch nicht alles checken, können sie gleich recht haben. Und ich glaube, es ist für eine Freundschaft auch mega schwierig, wenn du eine Situation hast, wo du alleine damit bist als Kollegin. Also du hast es ja ihr anvertraut, wie es dir geht. Und sie trägt das dann aber auch mit sich um und hat die ja so gern und weiss aber, oh mein Gott, meiner Kollegin geht es so scheiße und ich habe Angst um sie, dass vielleicht etwas passiert, dass du etwas machst, dass es nicht mehr besser wird, dass du in ein Loch gehst, dass vielleicht auch, keine Ahnung, deine Schule nicht gut läuft oder sonst irgendetwas. Und das ist einfach, das nimmt man einfach mit sich mit als Kollegin. Es ist natürlich immer am scheissigsten für die Person, wo es mega scheiße geht, aber alle im Umfeld betrifft das natürlich auch wenn es diesen Leuten eigentlich gut geht. Das belastet einem so fest, vor allem wenn du jemand bist, der helfen will. Und man kann aber eigentlich nicht mega viel machen. Du kannst einfach da sein, aber du kannst ja die Last nicht abnehmen von jemandem. Dass man auch, ich finde, man darf nicht mega, mega hässig sein auf Leute, die dann das auch zum Beispiel jemand anderem anvertrauen. Also sei es irgendwie eine Kollegin von ihnen, um darüber reden können. Also weißt, es ist ja dann nicht, oh mein Gott, so lästern, auch wenn das sich vielleicht schnell so anfühlt. Aber man muss halt immer mit jemandem über Sachen reden. Und wenn das so ist, ich habe dir das anvertraut und du hättest das geheim behalten, weil ich will nicht, dass Leute das wissen, check ich. Niemand will, dass Leute das wissen. Es ist immer unangenehm und man will nicht die Person sein, aber es ist halt für die Person sonst einfach eine mega Belastung und das willst du eigentlich auch nicht. Und vor allem, es ist auch nicht so etwas, man sollte sich auch eigentlich nicht so verstecken und so schämen dafür, dass es einem halt nicht gut geht und dass man Probleme hat. Und ich glaube, es ist auch ein grosser Schritt, dass man sich selber eingesteht, dass man Probleme hat. Es ist nicht einfach so, ja, mir geht es halt amigs nicht gut, sondern so, hey, nein, ich habe ein Problem und es geht mir nicht gut und das Problem muss weg. Man muss etwas machen. Darum sage ich, und das ist so wie das Thema, wo ich dann so darüber nachgedacht habe, wo ich gerne darüber reden würde, dass ich das Gefühl habe, es gibt so verschiedene Freundschaften, die man im Leben braucht. Und ich finde, die Kollegin, die deine Eltern gepetzt hat, quasi, dass es, wie es dir geht, die ist so eine, wo man immer braucht. Wo alle Menschen so eine haben sollten. Und ich nenne diese Person jetzt einfach mal ein No-Bullshit-Friend. Habe ich jetzt so erfunden. Das ist die Person, wo nie ein Blatt vors Maul nimmt, auch wenn du vielleicht nicht gerade nach der Meinung gefragt hast, sondern eigentlich einfach etwas erzählen willst. Die Person wird immer so sagen, ja, aber wieso machst du das? Bist du blöd? Wieso hast du jetzt diesem Typ wieder geschrieben? Bist du dumm? Und du sitzt dort und bist so, wow, dir kann man nichts erzählen, weil du kommst immer gerade mit einer Meinung und du kommst immer gerade mit dies und dem und jenem und hast das Gefühl, du weißt alles besser. Die Leute, die No-Bullshit-Leute sind nervig. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wow, danke, dass du so ehrlich zu mir bist, sondern meistens eckt man an mit dem und man kann auch Freundschaften verlieren über das, weil man sich denkt, die sollen mal chillen. No-Bullshit-Friends sind gute Friends.
Das sind wahre Friends, auch wenn sie so nerven. Du kannst dich 100-mal darüber aufregen, aber eigentlich regst du dich darüber auf, weil du weißt, okay, es hat eigentlich schon etwas dahinter. Es nervt mich einfach, dass es stimmt, aber es stimmt eigentlich. So. Und ich finde, das ist einfach so etwas Wertvolles, was es auch nicht so oft gibt. Und man muss sich natürlich auch ein Stück weit mega wohlfühlen mit einer Person, dass man überhaupt auf das No-Bullshit-Level kommt. Ich meine, die wenigsten Leute fangen einfach von 0 auf 100 an, einem die ehrliche Meinung zu sagen und einfach so rausballern. Das macht man natürlich nicht. Und das ist auch nicht... Also ich glaube, Spoiler, Leute, ich bin No-Bullshit-Friend. Wer hat es gedacht? Ich bin die. Darum tue ich die Leute auch sehr in Schutz nehmen, weil ich weiss, wie es ist und was man eigentlich damit meint. Weil von außen kann es oft so überkommen, die will einfach immer Recht haben oder die meint, ihre Meinung ist die einzige valide oder so, die ist so, weiss auch nicht, einfach nervig. Aber aus der Perspektive von einem No-Bullshit-Friend kann ich euch sagen, dass es mir im Fall nicht bei allen juckt. Also es juckt mich schon bei sehr vielen, aber noch lange nicht sage ich bei allen meine Meinung. Wenn du mir nicht mega nahe stehst, weiss ich ganz genau, es bringt eh nichts, dir das zu sagen. Oder es ist mir auch nicht wert, jetzt dir da reinschnurren, dass du mich nachher dumm findest, obwohl ich eigentlich in meinem Kopf etwas habe, wo wahrscheinlich sinnvoll wäre, zu sagen. Aber das braucht Energie und man macht das, weil man helfen will und weil es einem wirklich wichtig ist, wie es dieser Person geht und wie ihr Leben verläuft. Und nicht einfach so, ja, hey, wie geht's? Gut, danke, du. Sondern so deeper. So, mir ist es von Herzen wichtig, dass dein Leben gut läuft. Und ich bin bereit dazu, etwas dafür zu machen, dass ich das Gefühl habe, ich kann dir helfen auf diesem Weg. Und oftmals ist halt wirklich das Einzige, was etwas bringt, dass man ganz ehrlich ist und auch mal voll eins auf die Schnur kriegt, blöd gesagt, wo man vielleicht gar nie gesehen hat. Also, ich hatte erst letztens ein Gespräch mit einer Kollegin von mir und wir haben gar nicht so oft etwas miteinander zu tun, aber wir haben es trotzdem immer mega gut. Und dann hat sie mir so von einer Situation erzählt, wo ich so war, aber wieso machst du das? Und es ist gar nicht darum gegangen, es war nicht eine Frage von, soll ich das machen oder nicht. Es ist wie so einfach Storytime-mäßig, und dann sind wir dort und haben das und das gemacht mit denen und denen. Und ich war auch so, warte mal, aber ich finde es nicht mega komisch. Und dann ist sie auch so, hey, was meinst du? Ich so, jo, überleg dir mal. Dies, das und jenes habe ich so aufgezählt. Und dann am Anfang ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so, schon wieder, weißt du, so, Bro, jetzt reden wir einmal alle Schaltjahr und jetzt kommst du wieder mit, das ist mega cool. Und dann haben wir aber so weitergeredet und ich habe natürlich auch probiert, das irgendwie so zu formulieren, so, jo, ich meine so nicht böse und ich weiss, dass bla 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 bla, aber ich finde, es ist nicht gut für dich. Also weißt, du musst auch ein bisschen auf dich aufpassen. Bin ich so gekommen. Und dann, irgendwie, je länger wir darüber geredet haben, desto mehr ist die Person dann auch so gesagt, jo, low-key, jetzt, wo du sagst. Und dann ist es wie in ein Gespräch gekommen von, jo, was machen wir jetzt? was eigentlich mega cool war, weil früher hat es fix einen Streit gegeben und es wäre ein mega Thema gewesen. Aber mittlerweile kennt man sich halt auch so lange, dass man checkt, so, es ist wirklich nicht böse gemeint. Weil ich habe auch No-Bullshit-Friends und wenn die das bei mir machen, nur weil ich selber auch so bin, heisst das nicht, dass ich es von anderen Leuten mega toll finde immer, habe ich auch oft das Gefühl, so, die Person meint jetzt, sie weiss es besser. Also die will mir jetzt einfach reinschnurren und will mir irgendetwas sagen, aber es regt mega auf und es fühlt sich auch nicht immer an, als wäre es so mit guten Intentionen. Und es gibt natürlich auch so Leute, die so ehrlich sind, die einfach so dir reindrücken wollen, dass du hässlich und dumm und fett bist. So, hey, das würde ich nicht anlegen, man sieht deinen fetten Arsch. So, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, aber so jemand, wo dir so einen Spiegel vor Augen hebt und so sagt, hey, schau mal, was du gerade machst. Das ist im Fall nicht gut. Es ist nicht nur lustig for the plot, weil ich weiss, eigentlich geht es dir schlecht und du machst dumme Sachen, weil es dir schlecht geht. Du kannst mich nicht anlügen. So, das meine ich. Auf jeden Fall ist es dann so mega in ein gutes Gespräch gekommen und ich habe mich eigentlich mega gefreut, aber gleichzeitig ist dann die Person hat dann auch so gesagt, so, ja, aber ich habe das im Fall schon so vielen Leuten erzählt und keine Sau hat etwas in diese Art gesagt. Und am Anfang des Gesprächs war das auch ein bisschen eine Rechtfertigung von dieser Person, dass sie so war, so, ich finde, nein, wieso sollte etwas falsch sein mit dem, weil legit alle anderen haben auch gesagt, ja, ist doch cool und ist doch gut. Dann habe ich gesagt, ja und? Nur weil die anderen nichts sagen, heisst das doch nicht, dass es gut ist. Ich kenne die ganz genau, ich weiß ganz genau, dass es für die nicht gut ist und dass es nicht einfach nur so lalalala ist. Ich sage euch jetzt extra nicht, um was es geht, weil das wäre mega, das ist so etwas mega Spezifisches. Und ich habe auch nicht gefragt, ob ich darüber reden darf, ehrlich gesagt. Dann bin ich auch nicht mehr dann halt auch so nachher gedacht, also zuerst, im ersten Moment bin ich natürlich so, was sind das für Leute, dass die Leute nicht
etwas sagen. Und dann im zweiten Moment bin ich so, okay, vielleicht sind halt auch einfach nicht alle Friends so. Oder vielleicht fühlt man sich auch nicht wohl genug mit allen, um eben das rauszulassen. Genau gleich wie ich auch sage, ich mache das ja nicht bei allen. Und dass man, keine Ahnung, dass man Leute ja auch nicht immer so gut kennt, dass man weiss, was gut ist für die Leute. Und ich finde auch nicht, es ist auch nicht angebracht. Und ich finde, es ist auch nervig, wenn Leute so bei allen so kommen und du musst halt einfach ein bisschen rausspüren, bei wem du was machen kannst. Und ich finde, es gibt auch gewisse Freundschaften, dort ist es auch einfach komisch, weil man allgemein nicht wirklich so die gleichen Wertvorstellungen hat oder so die gleichen Ziele im Leben oder so. Und dann kannst du auch nicht gross etwas sagen, weil, keine Ahnung, wenn ich eine Kollegin habe, wo das Ziel im Leben ist, um so wild wie möglich zu sein und crazy shit machen, dann kann ich noch so lange sagen, hey, im Fall, ich würde jetzt aufpassen, pass doch auf dich selber auf. Das bringt nichts, das ist nicht der Purpose von dieser Person und die Person juckt das überhaupt nicht und es ist für die Person auch nicht schlecht. Also es ist nicht für all deine Friends das Gleiche schlecht wie für dich selber. Also nur weil du etwas nicht machen würdest und es vielleicht sogar verurteilst, heisst es nicht, dass die Person das aus einem schlechten Grund macht oder irgendwie so Selbstzerstörer ist oder weil sie gerade in so einer Ära ist. Es gibt ja wirklich einfach andere Leute als man selber. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, weil ich das Gefühl, im Alter, also je älter man wird, einfach wenn man erwachsen wird, dann checkt man das immer mehr, aber so in der Jugend, so mit 14, 15, 16, habe ich das Gefühl, haben alle in der Friend Group, alle, die man kennt hat, haben einander so mega fest reingeschnurrt. Und es war immer so judgy gewesen und es haben einfach alle das Gleiche machen müssen. Es ist nicht gegangen, dass du etwas anderes cool gefunden hast oder vielleicht ein anderes Ziel gehabt hast oder einen anderen Hintergedanken, den die anderen gar nicht gecheckt haben, sondern es war einfach so, oh mein Gott, wieso willst du das machen? Das ist mega schlimm. Was meinst du eigentlich? Wieso willst du das machen? Und ich habe auch so gedacht über die anderen. Also es ist wie nicht über das hinausgegangen. Ich habe das nicht mal aus bösen Gedanken gemacht. Also ich habe wirklich einfach gedacht, wieso machst du das? Und nicht können nachvollziehen, dass verschiedene Menschen verschiedene Lebensansichten haben und vielleicht Ziele und so weiter und so fort. Mit dem ganzen Ausschweifen jetzt meine ich, es gibt natürlich immer verschiedene Menschen und man muss das No-Bullshit-Zeug ein bisschen mit Vorsicht genießen. Du kannst das nicht bei allen machen und es kommt auch mega darauf an. Und nur weil jemand nicht ein No-Bullshit-Friend ist, ist es nicht ein schlechter Friend. Und das ist eben genau mein Punkt jetzt bezüglich Freundschaften und so. Weil ich finde, es gibt verschiedene Arten, wo du wie von allem etwas vertreten haben solltest in deiner Friend Group, in deinem Katalog von Kolleginnen. Kollegin ist übrigens eine Freundin, auf Hochdeutsch. Und natürlich gilt das auch für Männer, aber ich rede jetzt einfach von mir. Dann finde ich nämlich, es gibt eine Kategorie, die heisst Fun Friend. Einfach jemand zum Spass haben. Die Person schuldet dir nichts. Die Person muss nicht eine mega tiefe Person für dich sein. Es muss nicht deine beste Kollegin sein. Ihr müsst euch nicht jede Woche sehen. Ihr müsst euch nicht alles erzählen. Aber immer, wenn du die Person siehst, hast du eine gute Zeit. Du freust dich immer, um die Person zu sehen. Und es ist einfach so, jetzt können wir mal 2 Stunden einfach eine gute Zeit haben und lachen oder einander dummen Scheiß erzählen oder irgendwie TikToks zusammen schauen und lachen. So, ihr habt den gleichen Humor. Ihr wisst nicht wieso, aber ihr habt es immer mega lustig miteinander. Es muss nicht deep sein. Und ich glaube, mit so Fun Friends ist es ein bisschen schwierig, weil man sie ja so cool und so lustig findet, weil es eben oberflächlich ist. Eigentlich, dass man dann mega schnell auch in das reinkommt, so, aber eigentlich sollten wir mehr sein. Also nicht auf eine romantische Art, aber so freundschaftlich, so, eigentlich haben wir es schon mega gut, aber... Und dann wird man so ein bisschen unsicher, weil man sich denkt, aber hat sie mich echt nicht so gern, weil wieso sind wir bis jetzt nicht Best Friends? Wieso macht sie mich nicht zu ihrem Bestie? Und ich hätte sie gern, also noch mehr, aber sie hat eigentlich schon andere mega close Friends und es wäre jetzt irgendwie auch komisch. Und so. Ich finde, es muss gar nicht mehr werden. Lass es doch einfach bei dem. Weil das ist so fun, eben, dass du das haben kannst, ohne dass ihr jedes Mal, wenn ihr euch seht, über Probleme reden müsst. Ohne dass du eine emotionale Verantwortung der Person gegenüber hast, dass du musst für sie da sein, dass du musst jeden oben mal fragen, hey, wie war dein Tag gewesen? Keine Ahnung, ich weiss nicht, wie deep eure Freundschaften sind, aber ich habe schon so Kolleginnen, wo man jeden Tag hin und her schreibt. Wo du einfach nur kannst kommen und wieder gehen. Und es ist nicht High Maintenance. Du musst nicht mega viel machen für die Freundschaft, aber es ist einfach cool. Und wir finden ja einander wahrscheinlich in diesen Freundschaften auch so cool und denken uns eben so, wieso ist es nicht mehr und finden sie andere Leute vielleicht cooler als mich, dass so diese Fragen aufkommen, weil
Weil man natürlich einander immer viel cooler findet, wenn man nicht so viel von der schlechten Seite sieht. Du hast es nur gut mit dieser Person, basically. Logisch findest du die mega cool, weil es gibt nichts Falsches an dieser Person. Das ist wie wenn du einen Crush auf jemanden hast und mit dieser Person noch nie streiten hast müssen oder noch nie hast müssen checken, die Person hat eine andere Ansicht als ich oder die Person kritisiert mich gerade oder findet mich auch scheiße oder sagt etwas Dummes. So, es kommt gar nicht zu dem und darum kannst du so ein cooles Bild von diesen Leuten in deinem Kopf machen. Und das ist doch auch cool. Keine Ahnung, wieso das immer so schlecht dargestellt wird. So, aber weißt, das ist auch nicht die Realität und die Person ist auch schlecht. Ja, aber in meiner Welt bist du einfach cool und lustig und ich freue mich immer, um dich zu sehen. Wieso würde ich das nicht ausnutzen, wenn ich schon genug andere Situationen mit Freundschaften habe, die anstrengend sind oder auch man Streit hat oder es Differenzen gibt. So logisch, hallo, dann nutze ich das aus, dass es einen Menschen auf dieser Welt gibt, wo ich einfach so denke, haha, mit dir ist alles cool. Und dann gehe ich wieder heim und bin so, ist eigentlich schon eine coole. Und dann kann ich es aber auch wieder sein lassen. Ich muss jetzt nicht dieser Person hinterher trauern und die zu meiner allerbesten Kollegin machen, weil dann ist es im Fall auch kein Fun-Friend mehr. Dann wird es zu einem Bestie, wow, wir sagen uns alles und wir sind so anstrengend miteinander, aber ich habe dich natürlich über alles gern, blablabla, dann wird es zu so etwas. Und darum finde ich, ein Fun-Friend ist wichtig, dass du auch siehst, so, es gibt auch einfach oberflächliche Sachen, die cool sein können und nicht mehr sein müssen. Freundschaften müssen nicht mega anstrengend sein. Und es muss eben nicht immer so eine No-Bullshit-Situation sein, wo du einander so alles musst offenbaren und dir so viel Mühe geben füreinander, sondern ein Fun-Friend könnte dir vielleicht auch schnell zuhören, wie du irgendwie erzählst, ja, ich gehe jetzt auf Guatemala 2 Jahre und die Person sagt dann einfach so, haha, cool, denkt sich im Kopf wahrscheinlich gar nicht, aber vielleicht, falls schon, kann man auch mal die Schnur heben, weil es ist nicht so deep. No-Bullshit-Friend würde vielleicht sagen, hey, aber du hast doch an die PH gehen. Wieso machst du das jetzt? Du machst das Leben, deine Pläne kaputt. Dann gibt es noch eine andere Nische. Und übrigens, natürlich kann sich das Zeug auch alles überschneiden. Es gibt gewisse Leute, die verkörpern mehrere Kategorien von meinen Friends, die ich ausgesucht habe. Aber ich tue es jetzt einfach so als einzelne Personen abspeichern. Das ist Successful Friend. Idol Friend. Das ist mein Vorbild. Ich will so sein wie du. Ich finde, es ist wichtig, sich mit Leuten umgehen zu können, wo man in seinem Kopf vielleicht so mäßig denkt, natürlich nicht so, aber wenn ich es jetzt einfach so ausspreche, du bist besser als ich. Du hast das Leben besser im Griff, du bist cooler, du bist hübscher, weiss nicht, du hast mehr Riss, du bist extrem charismatisch, wenn wir draussen sind die Leute angezogen zu dir, du bist irgendwie einfach cool und ich will so sein wie du. Ist ein slippery slope, weil ich habe keinen Bock, dass ihr jetzt Leute suchen könnt, die ihr idolisiert und nachher nachmacht und 1:1 die Person sein wollt. Nein, stopp. Sondern ich finde, es ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man sehr unsicher ist und das wie gar nicht zulässt, dass man Leute in seinem Leben hat, wo man so sich eingesteht, eigentlich wäre ich schon gerne ein bisschen wie die. Oder die hat etwas mega Cooles, was ich nicht habe. Und mega viele Leute, also keine Ahnung, vor allem in der Schweiz, finde ich, wollen wie fast nur mit Leuten etwas zu tun haben, die sie unter sich sehen. Damit man sich gar nicht vergleicht mit ihnen und einfach sagt, ja, die anderen, weisst, die haben noch nicht so einen krassen Job wie ich. Und dann reden wir einfach nur schlecht über die, weil, sie sind halt, weisst, er checkt das Leben noch nicht so. Wieso bist du mit dieser Person befreundet? Seid mehr mit Leuten, die in euch so ein bisschen auch das auslösen, so, fuck, Alter, mache ich es eigentlich richtig? So, die Person hat es mega im Griff, weil man braucht doch ein Beispiel, wie man das Leben toll gestalten kann. Man braucht jemanden, der einem zeigt, wie es gehen könnte. Du musst es hoffentlich dann nicht 1:1 nachmachen, aber es ist einfach cool, Leute in seinem Leben zu haben, die auch unterschiedlich sind. Also top wäre natürlich, wenn du 3 verschiedene successful Idol-Friends hättest, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ich habe das nicht, obwohl vielleicht auf so eigene Arten und nicht nur so jobmäßig, sondern eben auch so Skills oder so. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist mega diszipliniert und da bin ich auch so, wow, das ist so cool. Aber früher, als ich noch sehr, sehr unsicher war, hätte ich vielleicht gesagt, schießt mich mega an, dass sie so ist. Einfach weil ich mega das einfach nicht hätte wahrhaben und so hätte Scheiß darüber reden, damit es mir besser geht. So, und damit du nicht so ein Mensch bist, musst du halt immer wieder konfrontiert werden damit, dass, hey, du bist im Fall nicht das Einzige auf dieser Welt. Wow, Spoiler, du bist nicht die Coolste, du bist nicht die Hübscheste, du bist nie die Gescheiteste in einem Raum, du bist nicht all that. So, bleib auf dem Boden. Weil, ich glaube, das ist wichtig. Also nicht so im Sinne von, alle anderen sind cooler als ich. Versteh mich nicht falsch. Nein, du darfst natürlich gerne immer im Kopf davon ausgehen, ich bin die Coolste, ich bin die Beste, ich bin die Lustigste.
und die anderen sind auch da. Aber ich glaube, es hilft einfach auch, dass man ein Beispiel nimmt an andere Leute und sich inspirieren lässt und denkt, okay, da geht noch mehr. Also weißt du, dass du wie so ein bisschen einen Push hast, so wow, weil es stimmt schon, du bist ja schon ein bisschen das, mit dem du dich umgibst, und wenn du halt alles nur so Friends hast, wo du immer denkst, oh, ja, die haben es eh nicht im Griff und die sind eh Opfer und die sind eh dies und das und jenes, und das klingt jetzt crazy, aber es gibt ja wirklich viele Leute, die nur mit so Menschen insgeheim befreundet sind, dann wie willst du besser werden? Weil du hast ja gar nichts, wo die dann so pusht, und ich finde, es ist auch cool, Leute im Leben haben, die checken, zum Beispiel, wie es ist, wenn man sehr gestresst ist, weil man viele Sachen hat, weil die Leute selber auch viele Sachen haben, wo einem so das scannt, so, hey, ich check's, du musst nicht jede Woche mit mir schreiben, du musst nicht immer da sein, ich verstehe es, aber hey, treffen wir uns doch dann, und dann redest du mit dieser Person über mega coole Sachen, weil die Person mega viel selber am Laufen hat, wo die dann wiederum inspiriert, weil du so denkst, ja, das kann man ja auch noch machen, keine Ahnung. Einfach so Girls, Slay Girls, Girlbosses. Kenne ich ganz viel davon. Würde ich euch empfehlen. Zu guter Letzt, weil wir können ja nicht alle 500 verschiedene Kolleginnen haben, habe ich eine Kategorie für No Filter, einfach Comfort Friend. Das ist das, wo man vielleicht beste Kollegin nennen würde. Ich hasse aber das, weil Logi, ich habe noch nie eine richtige beste Kollegin gehabt, und wenn schon, dann war es immer übel gewesen, und ich wünschte, das wären nicht meine besten Kolleginnen gewesen. Darum einfach so jemand, der deine Comfort-Person ist, wo nicht ein Freund, also ein romantischer Freund, Partner, auch wenn ich das Wort hasse, ist. Einfach platonisch eine Comfort-Person. Du musst dich nicht verstellen. Du kannst mal ein Arschloch sein. Du kannst es mega lustig haben mit dieser Person. Du kannst mit einem Problem ankommen und die Person ist nicht so, okay, spannend, sondern die Person checkt dich genug, um einfach auf das eingehen, auch wenn es für die andere vielleicht nicht ein Problem ist und die Person das nie aufbringen würde. Aber sie checkt, okay, für die Emma ist das schlimm. Ich verstand die Emma. Also hilfe jetzt der Emma mit Advice, wo zu der Emma passt. Nicht, was sage ich jetzt am besten, sondern die Person checkt die. Du darfst dort auch, du könntest, wenn du willst, kannst du bei dieser Person heulen. Du kannst anrufen und sagen, oh mein Gott, what the fuck, mir geht so schlecht. Und die Person würde sagen, komm vorbei. So eine Person. Das brauchen wir alle. Ich weiss, es ist schwierig, wenn man es nicht hat. Und ich weiss, es ist auch schwierig zu finden. Und du kannst auch nicht das erzwingen. Aber ich meine, wir leben hoffentlich alle noch ein langes, glückliches Leben, und das wird sich noch oft ergeben. Also falls du das gerade nicht hast und du denkst, ich habe das nicht, scheißegal, es kommt schon noch. Du musst dich jetzt nicht gestresst fühlen. Ich habe auch überlegt, ich weiß nicht, ob ich 4 verschiedene Leute habe, wo ich die Kategorien darauf aufteilen könnte. Aber ich habe sicher zum Beispiel eine Kollegin, die wie mehrere von diesen Sachen verkörpert oder Elemente von denen in sich hat. Aber ich finde, es ist auch cool, wenn man das noch gar nicht hat, dass man jetzt, falls du findest, das ist eine gute Aufteilung, dass du das so vor Augen haben kannst. So, ja, stimmt. Okay, jetzt, die ist mein Fun-Friend, die ist mein No-Bullshit-Friend, die ist dies und das und jenes. Das ist doch einfach fun. Dann kannst du deine Pokémons hunten. Und vielleicht hast du irgendwann alle 4. Aber wirklich, fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Ich weiss, es ist eben auch in der Schweiz mega schwierig, zum Freundschaften zu knüpfen. Und das ist auch etwas, was mir oft schreibt, dass sie nicht wissen, wie man neue Leute kennenlernt und wie man Friends findet. Leute, keine Ahnung, ich weiss es auch nicht. Ich weiss es nicht. Macht mal irgendeinen Gruppenchat oder so mit Leuten, die hören. Keine Ahnung, geht schauen, wer mir auf Insta folgt oder so. Und schreiben die Leute, ich weiss es nicht. Ich kann das selber nicht. Ich würde selber auch gerne, also liebend gerne neue Leute kennenlernen, die zu mir passen. Nicht einfach irgendwelche Randoms, wo ich keinen Bock drauf habe. Aber es ist halt schwierig und es ergibt sich in random Situationen. Also, er zwingt es nicht. Aber eben, ein Comfort Friend, du musst dort auch nicht, ihr könnt auch mal pisst aufeinander sein, ihr könnt auch mal miteinander abgemacht haben und dann kurz vorher sagt die eine, ey, ich mag nicht. Und du bist einfach so, ja, okay, ist okay. Oder du bist so, oh, dumme Sau. Aber man ist trotzdem noch befreundet. Man kann Fehler machen, man kann sich verzeihen, man kann einander dumm finden, man kann übereinander vielleicht beim Freund lästern und sagen, heute hat sie mich so genervt. Aber morgen fragst du die Person gleich, hey, wie geht's dir? Weil es ist so ein bisschen wie, ich finde, so ein Comfort Friend nimmt so etwas an von einer Schwester. Schwestern streiten auch die ganze Zeit. Ihr nervt einander, ihr hasst einander, ihr schnurrt blöd übereinander, ihr schlönt einander von mir aus.
aber am Schluss hast du die ja gleich gern, egal was die Person macht. Ich weiß nicht ganz, wie es zu diesem Status kommt. Ich glaube, Zeit spielt schon einen grossen Faktor und darum habe ich auch nicht mega viel von denen, weil ich einfach oft meinen Standort gewechselt habe, ist es wie, ich habe jetzt niemanden, den ich seit meiner Kindheit kenne und wir wohnen immer noch am gleichen Ort und wir sind so voll close. Weißt du, was ich meine? Aber eben mit der Zeit und auch je älter man ist, habe ich das Gefühl, in der Kindheit braucht es so 10 Jahre, bis du so eine Person bist. Aber im Erwachsenenalter, sobald du so 3 Jahre mit jemandem richtig engen Kontakt gehabt hast, dann zählt es irgendwie. Weil ich habe schon viele Leute kennengelernt, wo ich nach so 3 Monaten nichts mehr damit zu tun hatte, weil es einfach zu anstrengend war oder sich nicht ergeben hat. Mäßig. Und darum heisst es viel, wenn du im Erwachsenenalter das überhaupt auf die Reihe bekommst. Meiner Meinung nach. Also, no worries, wenn du auch seit der Kindheit Leute hast, ist scheißegal. Das geht auch dann noch. Auch wenn, ich meine, meine Leute haben auch alle andere Friends, die sie schon länger kennen und vielleicht auch enger sind oder wo sie vielleicht behaupten, das ist meine beste Kollegin. Aber das nimmt ja nichts weg von meiner Freundschaft mit diesen Leuten. Darum hasse ich eben auch das so beste Kollegin und so. Du hast ja mit allen eine andere Freundschaft und vielleicht fühlst du dich halt bei jemandem wohler als bei jemand anderem und vielleicht bin ich für eine Fun Friend, wo für mich vielleicht mehr ein Comfort Friend wäre, aber das heisst ja nicht, dass es eine schlechte Person ist oder sonst etwas, sondern dass man vielleicht einfach an anderen Orten ist im Leben. Aber ich finde, es ist wirklich wichtig, dass man von all diesen Sachen etwas hat, weil wenn du nur Fun Friends hast, dann hast du keinen, der dir die ehrliche Meinung sagt. Dann läufst du einfach lost durchs Leben und musst selber irgendwie deine Entscheidungen treffen. Oder schlimmstenfalls sind es dann halt noch so Friends, die dir einfach sagen, ja, do it for the plot. Und dann bist du im Scheiß drin am Schluss. Und wenn du nur No-Bullshit-Friends hast, keine Ahnung, dann das finde ich eigentlich nicht so schlimm, weil ich bin selber so eine, darum muss ich die in Schutz nehmen. Die sind nämlich hoffentlich auch manchmal lustig. Aber nein, also nur so Leute, die dir den ganzen Tag sagen, was du falsch machst, und so ist halt auch nervig, weil es ist schon noch jemand, der ein bisschen lustig ist. Und nur Successful Friends, ja, würde vielleicht auch gut kommen, aber man braucht einfach ein bisschen von allem. Nur Comfort Friend ist eigentlich auch okay. Aber ich finde gleich, man braucht ein bisschen alles, damit man auch, das ist eben so das, weißt, don't put all your eggs in one basket. Dann kannst du so, okay, scheiße, mein Comfort Friend hasst mich plötzlich. Oh, was mache ich jetzt? Habe niemand mehr. Tja, dann gehst du halt zum Fun Friend. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Ich glaube, weil ich auch ganz viele verschiedene Friends habe, die auch nichts miteinander zu tun haben. Ich finde, es ist immer schwierig, so, wenn man nur eine Friend-Group hat und alle sind miteinander. Und so, das ist sehr viel Beef-Potenzial. Aber weil ich viele Friends habe, unabhängig voneinander, die auch ein ganz anderes so Verhältnis haben zu mir und bla bla bla, ist es für mich auch nicht so deep, wenn die andere Friends haben. Also eben, dass ich so sagen kann, jo, die hat vielleicht schon eine, die sie sagt, ist ihre beste Kollegin und zu mir würde sie das nicht sagen. Aber das heisst nichts für mich. Das ist wie so, ja, okay, in dem Fall. Weil ich weiss, ich habe auch selber noch andere Leute. Das ist wie, wenn man einen Freund hat, ich weiss nicht, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen Oversharing, aber ich habe das Thema schon mit vielen Leuten besprochen. Wenn man mit einem Mann zusammen ist, dann merkt man als Frau immer so, oh mein Gott, habe ich eigentlich überhaupt Kolleginnen? Weil die machen so viel miteinander und so spontan und ich habe das Gefühl, Frauen sind halt schon, oder literally alle Frauen, die ich kenne, sind halt mehr so, wir planen es und wir brauchen Zeit und wir können nicht so das Spontane, weil, keine Ahnung, bei uns ist halt auch so, wir wohnen alle ein bisschen weit voneinander weg und bis du überhaupt mal dort bist und wir haben alle noch andere Sachen und die Typen sind einfach so, schauen wir Fußball heute, gut, geil Sieg, komm und dann juckt es sie auch nicht, wenn du nach einer Stunde wieder heim musst. Und ich habe das Gefühl, wir nehmen uns so mehr Zeit füreinander und es wäre dann auch so ein bisschen, wieso gehst du schon nach einer Stunde? Weißt du, was ich meine? Aber ich habe das Gefühl, bei ihnen ist es so lockerer, cooler. Und wenn du einen Freund hast, dann bist du plötzlich so, oh mein Gott, what the fuck? Wieso hast du so viel zu tun mit so vielen Leuten und wieso bin ich ein Opfer? Und darum, man will nicht das Gefühl haben. Man will nicht das Gefühl haben, oh mein Gott, ich habe keine Leute, ich habe keine Kollegen. Und darum ist es wichtig, dass man verschiedene Friends hat. Und ich finde, es ist auch für Männer wichtig. Also, auch wenn du jetzt nur so Leute hast, eben so Fußballkollegen, du schaust zusammen den Match und redest nicht währenddessen und dann gehst du nachher wieder heim, dann hast du wie auch nicht alle deine Bedürfnisse gedeckt. Dann hast du niemanden, um über deine Probleme zu reden oder deine Gefühle oder was du gerade denkst oder was dich aufgeregt hat und so. Und dann stellst du es irgendwie auf oder es landet nur bei deiner Freundin und deine Freundin ist dann für alles zuständig. So. Das willst du ja auch nicht. Du willst auch einen Kollegen haben, wo du mal über deine Freundin reden kannst und so, hey, sie hat das und das gemacht,
wie findest du das? Ich weiß irgendwie nicht, wie ich es finde, blablabla. Anstatt dass man alles immer nur mit dem Freund und der Freundin abmacht oder so mit einer Person. Ist auch mal gut, andere Perspektiven sehen, andere Meinungen von anderen Friends. Vor allem, wenn der No-Bullshit-Friend dir etwas gesagt hat und du suchst die Meinung vom Fun-Friend, damit es nicht so deep ist. Hör auf mit dem. Keine Ahnung, das war so mein Take. Ich weiß nicht, es hat nicht mehr so viel mit dem, wo die Person für Advice-Session überhaupt gefragt hat. Aber eben, mein Punkt ist das ist ein No-Bullshit-Friend. Und man darf hässlich sein aufeinander und man muss es auch nicht immer verstehen. Und vielleicht versteht sie die halt auch nicht so, wie du gedacht hast. Aber im Grunde genommen, finde ich, ist es immer wichtig in Freundschaften oder allgemein in Beziehungen zu betrachten, was ist die Intention von dieser Person. Auch wenn es mir weh macht und auch wenn es mich stört und nervt. Hat es die Person böse gemeint? Nein. Okay. Hat es die Person gut gemeint sogar? Hat sie etwas Tolles antreiben mit dem? Ja, wahrscheinlich schon, aber das nervt mich. Ja, aber die Antwort ist, ja, die Person hat dir helfen. Und das gibt es nicht viel. Es gibt ganz viele Leute auf dieser Welt, die nur Böses für einen wollen und immer nur auf die Downfall prayen und wirklich sind so, hast du gesehen, hast du gehört, hast du gesehen? Und dann ist es gut, wenn man ein paar Leute im Leben hat, die einfach da sind und sagen, Alter, du musst jetzt mal die Scheiße in den Griff bekommen und es geht so nicht weiter. Aber natürlich, wenn es um Mental Health geht, sehr schwierig, vor allem, wenn man die Situation nicht kennt. Trotzdem würde ich euch immer sagen, sucht euch Hilfe aktiv, weil wenn ihr es nicht macht, dann hoffe ich, dass irgendjemand in eurem Leben die Eier in die Hand nimmt und Hilfe für euch sucht. Und das hat die Kollegin genau gemacht. Auch wenn es mega unangenehm ist. Und natürlich ist es grenzüberschreitend und ein Vertrauensbruch, aber hast du lieber einen Vertrauensbruch oder dass dir etwas Schlimmes passiert? Freundschaften, mein Fazit, einfach ein wichtiger Teil vom Leben. I love it. Ist aber auch sehr anstrengend manchmal und ja. GGG. Gugus, Gedigen, grandios. So, jetzt kommen wir zu etwas Leichterem. GGG. Nie wieder Schweizerdeutsch, nie wieder Hochdeutsch oder nie wieder Englisch. Finde ich ganz schwieriges. Sage ich irgendwie jedes Mal, seit ich mit diesem Scheiß angefangen habe. GGG treibt mich noch in Ruin im Fall. Okay, also Gugus ist ja das Schlechteste, Gedigen ist okay und grandios ist top. Oder halt auch einfach am besten auf jeden Fall. Falls ihr es nicht checkt, es ist so ein Ranking-Format. Also ich muss jetzt das hierarchisch ordnen. Und das sind meistens einfach alles schwierige Sachen oder komische Sachen, damit es natürlich schwierig ist zum Ranken. Ihr dürft mir auch sehr gerne etwas reinschreiben. Dann müsst ihr nur in der Beschreibung auf den Link klicken und zu GGG gehen. Und dann könnt ihr mir zum Beispiel schreiben, weiss auch nicht, zurück zu Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Englisch. Ich glaube, ich würde machen, nie mehr Schweizerdeutsch reden, würde ich glaube auf... finde ich schon schwierig. Also reden oder hören? Steht nichts. Ich glaube reden. Okay, also nie mehr Hochdeutsch reden würde ich halt legit auf Gugus machen. Juckt mich nicht. Hochdeutsch, keine Weltsprache. Ob ich jetzt Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch rede, macht keinen Unterschied. Und Hochdeutsch ist halt cringer für eine Schweizer Person, bevor ihr mich hasst. Und Schweizerdeutsch ist natürlich meine Muttersprache, mässig, auch wenn es keine Sprache ist. Und ist einfach eine tolle Sprache, finde ich im Fall. Obviously. Ich finde es wirklich cool, dass wir so komische Wörter haben, dass es einfach eine mega goofy Sache ist. Minus Aura des Todes, mega peinliche Sprache. Aber einfach herzig und lustig und Muttersprache ist immer sehr wichtig, weil ich kann mich auf Englisch nie im Leben so ausdrücken wie auf Schweizerdeutsch. Ich kann meine Emotionen nicht so überbringen und kein Mensch auf dieser Welt wird mich so gut verstehen, was ich meine und wie ich mich fühle, wie jemand, der auch Schweizerdeutsch redet. Ich kann jetzt den Deutschen schon beibringen, was Gugus heisst, aber im Herzen fühlen werden sie nie so richtig, was ist Gugus. Du hast es dann einfach erlernt und so geht es mir halt mit Englisch und Hochdeutsch natürlich auch. Also nein, Hochdeutsch, keine Ahnung, nein. Hochdeutsch könnt ihr wieder löschen aus diesem Satz. Nie wieder Hochdeutsch auf Gugus. Nie wieder Schweizerdeutsch auf... nein, warte, dann ist nie wieder Hochdeutsch ist ja auf grandios. Das ist am besten. Am besten habe ich nie mehr Hochdeutsch. Sorry. Dann ist nie mehr Englisch. Scheiße, also wenn so mitlosen, also so kein Englisch verstehen und reden, dann würde ich es auf Gugus machen, weil ich muss schon Serien und Podcast und so Brainrot und so ist scheiße auf Schweizerdeutsch. Wirklich, sorry. Social Media Szene auf Schweizerdeutsch und nein, auf Film, nein, geht alles nicht.
Darum, wenn es um das gehen würde, dann würde ich das auf Gugus machen und Schweizerdeutsch auf Gedigen. Aber wenn es so darum geht, zu reden und... Nein, wir machen so. Nie mehr Englisch auf Gugus. Nie mehr Schweizerdeutsch, Gedigen. Nie mehr Hochdeutsch, grandios. Lernen halt alle Schweizerdeutsch, wenn ich nicht mehr Hochdeutsch verstehen und reden. Tja, so ist das Leben. Es würde mich mega wundern, was ihr sagt zu meiner Theorie, zu meinen Friendship-Kategorien. Wehe, es macht morgen jemand auf TikTok nach und gibt keine Credits, Alter. Also es ist jetzt sicher auch nicht ein neu erfundenes Rad, aber ich schwöre euch, ich habe kein TikTok geschaut, das mich inspiriert hat. Ich habe keinen Podcast gehört, der mich inspiriert hat. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Wirklich gar nichts. Normalerweise habe ich schon so etwas, das mich ursprünglich inspiriert hat, aber heute ist es ein original thought. Wie findet ihr das? Schön, oder? Mal weniger Brainrot. Ich habe heute fast nicht gescrollt. Das stimmt, glaube ich nicht. Wenn wir kurz meine Bildschirmzeit schauen, um einfach No-Bullshit-Friend zu sein. Oh mein Gott, heute habe ich nur 3,5 Stunden. Das ist voll crazy für mich. Normalerweise habe ich so, ich will es auch gar nicht sagen. Instagram, 49 Minuten. Und das ist nicht mit Scrollen. Ich habe einfach selber die ganze Zeit gepostet und DMs gelesen und so. Das geht mega lang. TikTok, 36 Minuten. Das ist nichts. Oh mein Gott. Wow, Anti-Brainrot-Day. Ihr jetzt so mit euren 5 Minuten, oh mein Gott, sie spinnt. Tja, try being an influencer. Auch wenn ihr nicht mit mir agreed, sagt es mir, seid meine No-Bullshit-Friends. Aber ich freue mich auch, wenn ihr meine Fun-Friends sind. Übrigens, ihr dürft sehr gerne mal den Podcast bewerten. 5 Sterne bitte. Wenn du weniger gibst, musst du auch nicht bewerten, dann bringt es mir nichts. Ich will nur die 5 Sterne. Und wenn ihr, bitte, wenn ihr irgendetwas habt, irgendeinen Themenvorschlag, schreibt es alles in mein Google Forms. Es ist sehr anonym. Ich sehe keine Angaben, keine E-Mail, nichts. Ich weiss nicht, wer ihr seid. Darum, wenn ihr mir dort reinschreibt, kannst du bitte meine Freundin sein? Nein, ich weiss nicht, wer du bist. Also auch sonst nicht, aber ich weiss nicht, wer du bist. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, wo auch immer du gerade bist. Denk daran, es wird immer besser und es wird auch vielleicht auch wieder schlechter, aber es wird dann auch immer wieder besser. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wo ich mit euch schnurren kann. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle, friedliche Zeit. Ciao!